Mein Song Traurig mit Hannah ist ja rausgekommen diesen Freitag und jemand hat auf YouTube darauf reagiert und ich will mir das jetzt angucken. Warte. Locke 31, Adi Totoro x Hans Tulpe Traurig, er hat reagiert. Ich glaube, er hat schon auf meinen ersten Song reagiert. Macher, Denker, Mann des Volkes, Man of Culture. Wir gehen rein. Es geht auf YouTube, willkommen zu einem neuen Video und heute reagieren wir, wie ihr schon im Titel gelesen habt, auf Adi Toro, unserem Adi Totoro. Oh, ja. Ich guck so, einfach, das letzte Video, ich skippe das ein bisschen durch. Guck mal, auf einmal, was passiert? Ey, Digga, by the way, hat er einen Socken über dem Mic? Hat er einfach so gedacht, ja, ich mache jetzt einen Socken über meinem Mic? Aber zuerst, big, Dankeschön für das Feedback zu Flipflops, dem besten Song der Welt. Wie der in mein Ohr flüstert, das ist ja richtig geil. Ey, nur mal so, falls ihr das nicht gecheckt habt, das bin ich. Ich weiß, das ist dasselbe T-Shirt, aber das... Warte. Das ist ja er, ich hab's gar nicht gecheckt. Das ist 10 Tage her oder so. Deswegen, das wurde schon gewaschen, glaube ich. Bitte, Adi Toro, wenn du das siehst, schick mir über Instagram eine Audio, wie du einfach nur flüsterst. Das hat mir selbst. Ich warte immer noch bis heute. Ich fand das so geil. Aber ich fand auch den Part war so ein bisschen ASMR-Type-Beat. Aber wir gucken jetzt den neuen Song Adi Toro x Hans Tulpe Traurig. Und ich habe richtig Bock auf den Song, weil... Hä, aber wer ist Hans Tulpe, Digga? Der letzte Song hat mir wirklich gefallen und ich stream den sogar behindert. Oha. Der geht so ab im Auto, also Flipflop. Boah. Der geht so ab. Ey, Digga, Küsse gehen raus und dich, ne? Ich find's krass, ich find's immer krass, wenn Leute den Song actually hören, weil ich kann mir nicht vorstellen, man macht ja den Song so aus Spaß und so, ja, es war nicht ein gutes Projekt, aber dass Leute dann das actually hören, finde ich krass, deshalb Grüße gehen raus an alle, die es wirklich hören. Ich übernehme keine Rechnung für einen Ohrenschaden. Das ist einfach geil, deswegen ich bin gespannt, was der Bre hier zu sagen hat. Der Bre. Und Like geht raus und Adi Toro, mein Brrr. Ich küsse doch dein Herz. Danke, dass du mich in ein Video eingebaut hast. Das war so random und das habe ich unnötig glücklich gemacht. Auf TikTok habe ich sogar einen Clip dazu hochgeladen. Checkt gerne meinen TikTok ab. Ist, glaube ich, in der Beschreibung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie gerannt. Okay, let's go. Das erste Mal, dass ich jemanden sehe, der auf das Musikvideo reagiert, der nicht daran beteiligt war. By the way, Musikvideo fand ich sehr geil. Hat sehr Spaß gemacht. Wir haben einfach so gesagt, ey Digga, das Musikvideo muss einfach so traurig sein wie möglich. Irgendwie so, wir haben gesagt, ja, wir müssen eine Nacht filmen, irgendwo in der Stadt Auto fahren, weil es muss halt einfach traurig sein. Hat der gerade gesagt, mein Name ist Lil Toro? They call me Drake? Okay, ich glaube, das ist wieder ein Trollsong. Ich dachte ernst. They call me Drake. Will nicht mehr bei dir sein, will lieber allein. Warum ist die Quali so schlecht? Trink wieder lila Sprite to forget you. 720. Oh, yo. Ja, 4K, chill, alles easy. Ich habe das geschnitten hier auf dem PC. Der ist fast gestorben, der PC. Will nicht mehr bei dir sein, will lieber alleine sein. Trink wieder lila Sprite to forget you. Geh mit den Brüdern heim, die Schwestern auch dabei. Will nicht mehr traurig sein, so I forget you. Dreh mich im Kreis, Sterne leuchten hell. Kippe wieder Macker und die Zeit vergeht schnell. Also, wenn das die Hook war, ne? Oder ich feier die Hook behindert. Die hohe, sag mal, höhere Stimme. Hohe! Ist ja höher als normal. So I forget you. Dieses singende höhere. Oder das hört sich geil an. Das hört sich so an. Bisschen so wie diese Speed-Ups. Ich weiß nicht, ob das heißt das Speed-Up? Wenn so Songs ein bisschen schneller sind, dann ist die Stimme ein bisschen höher. Das ist schon geil, Alter. Nee, chill, liegt am Autotune, ich kann nicht singen. Oder ey, Adi Toro, einfach mal neu. Digga, wenn der noch einmal Adi Toro sagt, ich schwör, ich fahr zu dem nach Hause, klatsch dem ein mit meinem Schlong und dann fahr ich wieder nach Hause. Lieblingskünstler. Er hat Künstler gesagt, wenn sie dich nicht YouTuber nennen, sondern Künstler. Digga, ich werde für immer ein YouTuber bleiben und ich will auch ein YouTuber bleiben, okay? Okay, einfach, dass es klar ist an all die Leute, die so denken, oh, der macht jetzt auf Musik. Nee, ist nicht so. YouTube. Und TikTok, das ist es. Dreh mich im Kreis, Sterne leuchten hell. Kippe wieder Macker und die Zeit vergeht schnell. Ich bin hier, Du bist dort, aber nicht bei mir, Kippe noch ein Bier, Bier. Chile Bergen Glas, Kühe essen Gras. Ja, guck mal, ich gehe mal direkt auf die Lyrics ein. Ich finde, für ein Trollding ist das geil, auch schlechte Lyrics zu haben, aber für einen deepen Song bin ich halt die Person, die sagt, ey, die Lyrics müssen noch ästhetisch sein, der Vibe muss passen. Du kannst nicht Bier auf 4 reimen in so einem Song, wo es deep sein soll. Deswegen, aber, ey, Props gehen trotzdem raus. Habe ich Bier auf 4 gereimt? Egal, weiß ich nicht. Aber ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, der Song ist ja schon so ein bisschen eine Hopsname von traurigen Songs. Soll sie auch sein, deshalb heißt der Song traurig und ist so, geht so turbo um Themen, die eigentlich gar nicht lila Sprite und so. Ich trinke ja obviously jeden Tag lila Sprite, aber ich finde das geil. Ich finde es auch bei
echten Künstlern geil, wenn in traurigen Songs so Sachen vorkommen, die ein bisschen funny sind, weil ich finde, die hitten dann, wenn man den Song wirklich oft hört, krasser. Zum Beispiel später im Song, meine Lieblingsline, Bibidi Babidi Boo, du bist meine Lieblingskuh. Wenn du den Song öfters hörst, finde ich, hitte diese Line, obwohl sie eigentlich so funny ist, mit diesem traurigen Dings irgendwie noch viel krasser, aber ist halt jedem seine Meinung, ne? Melos hören sich geil an, vielleicht an dem Text ein bisschen mehr arbeiten, aber guck mal, ist immer einfach als außenstehende Person. Oh nee, die Cam, Digga. Hat kein Akku mehr oder ist überhitzt? Okay, gut, let's go. So zu reden. Deswegen, wir hören jetzt mal ein bisschen weiter und lassen uns das auf uns einwirken. Aufwirken? Genau. Einwirken. Es ist immer das Gleiche. Basel rein und 1, 2 Bier. Sehe aus wie eine Leiche, nimm noch ein drittes und kipp. Hier sehe aus wie eine Leiche, nimm noch ein drittes und kipp. Verpasst den Zug und warte wieder bis 6. Ist egal, Brüder dabei, ja, das Leben ist echt. Du bist toll wie der Big Ben und ich mach Guap, weil ich nie penn und ich sag ab, weil ich nicht kennen will. Geil, geiler Switch. Ja, das Leben ist echt. Du bist Ey, ne, wenn du traurige Songs schreibst, so wie das, du kannst halt wirklich alles schreiben, weil Hannah und ich wir haben ja damals im Stream angefangen, diesen Song zu machen und haben dann aus Spaß ihm gesagt, ja, lass mal so einen traurigen Song machen mit so Floskeln, so Brüdern und Schwestern, lila Sprite, du kannst ja wirklich machen, was du willst und es klingt halt irgendwie wie ein echter Rap-Song, weil halt, ne, wenn du halt so Künstler bist, du kannst dich an dem bedienen, weil jeder denkt ja, dass du so bist. Ich weiß gar nicht, wie viel von diesen Rappern wirklich so sind, wie sie sind. Wahrscheinlich viele schon, viele aber auch nicht. Aber es ist halt funny, dass es irgendwie so funktioniert. Auch die Pause sehr, sehr, sehr schön gesetzt. Du bist toll wie der Big Ben und ich mach Guap, weil ich nie penn und ich sag ab, weil ich nicht kenn, wer du bist und ich renn wieder weg, denn Ey, aber Adi, wieder weg, also Denn. ich gehe Bad Ragaz und dippe Oh? Achso, ich dachte, Hans Tulpe wäre ein Hans. Hans Tulpe wäre ein Hans, Digga. Grüße gehen raus an Hans. Tulpe. Ist das falsch? Oh, Digga. Hans? Bin ich noch in Minecraft drin? Keine Ahnung, Alter, wenn Frauen Hans heißen Just wollen, chatting. vielleicht ist sie auch keine Frau. Also Nee. Hans Tulpe ist der Rappername von Hannah Tulnik, wie der Rappername von diesem Adi Toro Lil Toro ist. Obwohl ich es noch nicht so am Durchziehen bin. Ich müsste eigentlich auch Lil Toro x Hans Tulpe traurig machen. Das wäre eigentlich Big Baba Bubu. ich sag gar nichts. kurz hinein. LGBTQ+. Das Wasser ist zu kalt, doch daneben Ja, kein Plan davon. LGBTQ+. Das passt schon. Ich distanziere mich von mir selber. ist es heiß, höre Stimme kurz Ich distanziere mich von mir selber. hinein. Das Wasser ist By the way, ich finde die Parts von Hannah sehr nice. Die sind auch so, je öfters man die hört, desto geiler werden die, finde ich. zu kalt, doch daneben ist es Liegt aber natürlich im Autotune. heiß, höre Stimmen in meinem Kopf, sie sagen, Hansi, du bist dumm. Ist mir scheißegal, denn das Leben ist zu kurz. will nicht mehr Bei dir sein. Oh. Auf jeden Fall, erstens, wunderschöne Stimme, wunderschöne Frau, richtig geiler Vibe, also die Stimme, ne? Wunderschöne Frau. Richtig geiles Vibe. Nicht geiler Vibe, weißt du, weil. Ja. Ich kann mir wirklich viel mehr also ich will auf jeden Fall mehr von der Dame hören. Richtig geile Stimme. Boah, ich kann mir so fette Hooks damit vorstellen. Sehr, sehr geil. Ist mir scheißegal, denn das Leben Er will sie gerade sein. ist zu kurz. will nicht mehr bei dir sein, Schönen Mund. Ciao, will ciao. lieber alleine sein, trink wieder Lieder, Sprite to forget Boah, wie geil. Beide Stimmen aufeinander, hört sich richtig geil an. you. Geh mit den Brüdern heim, die schreien Ey, eigentlich ist es so krass, dass das aus diesem Song das entstanden ist. Wir haben das wirklich im Stream angefangen, komplett aus Joke und ich glaube, es gibt sogar noch Clips hier auf Twitch und dass einfach das entstanden ist draus, ist funny. ist dann auch dabei, will nicht mehr traurig sein, so I forget you. Fahr von Köln nach Wien nach Basel, trag von jeder Stadt ne Narbe. Dicker Leben macht so Spaß, doch glaub mir, es sind lange Tage. Jetzt! Baby die Babidi Boo, du bist Ey, falls ihr meinen Kommentar seht, geht das liken. Oder so, keine Ahnung. meine Lieblingskuh. Du bist so schön im Gras. Aber guck mal, ich will nicht drauf rumhaken, ne? Aber, Das ist schon auf jeden Fall ein geiles Produkt. Aber an der Stelle finde ich halt, das killt den Vibe. Und das ist nur eine positiv gemeinte Kritik. Ich schwöre. alles easy, Digga, alles easy. Ich meine, mir gefällt's ja, von dem her alles easy. So, Baby die Babidi Boo. Aber ich verstehe schon den Punkt, den er meint, so obviously, ne? Er denkt dann so, oder so, wenn der Song komplett sad ist, ist halt Trash, wenn sowas Lustiges so reinkommt, aber so bin ich halt, ne? Ich gehe auch im privaten Leben mit traurigen Situationen so mit funny Shit um, deshalb finde ich, passt das auch in so einen Song rein, aber es ist halt Geschmackssache. Du bist meine Lieblingskuh. Sowas, weißt du, was ich meine? In einem deepen Song, wo man so, stell dir mal vor, du bist wirklich traurig,
Du hast so Herzschmerz und so, bam, so, dies, das, Ananas. Du bist so nachts Und dann hörst du erstmal Lil Toro und Hans Tulpe, Digga. Dann geht sie wieder gut. Autofahren, hörst den Song. Irgendwann kommt so, Bidi Bidi Babadu, du bist meine Lieblingskuh. Ey, Bibidi Babidi Boo. Du bist meine Lieblingskuh. Du bist so schön am Grasen und ich schau dir dabei zu. Was ja auch noch ein Hint ist an alle Leute, die kiffen. Weil du bist meine Kuh und du bist am Grasen. Du bist eine Frau und du bist am Kiffen. Aha, diesen hier, ja. Das denke ich mir. Ich denke mir so, ey, killt das nicht den Vibe? Und, ja. Killt das nicht das Vibe? Bist so schön. Könnt ihr gerne kommentieren, ob ihr sagt, hey, nö, so Troll in Liebesliedern ist auch geil, feier ich das Humor und so und so. Jeder hat ja andere Musikgeschmack, deswegen Oh Mann, er fühlt sich richtig schlecht, weil er was Schlechtes gesagt hat. Alles easy, Bro. Ich werde einfach nicht mehr mit dir reden und schreiben in Zukunft, aber alles easy. kommentiert's. Das ist das Nee, Beste. richtig Dann können wir geil. in den Kommentaren diskutieren. Am Grasen und ich schau dir dabei zu. Und was ich will, willst du nicht. Wo ich chill, bist du nicht. Ich hab viel, dann doch nichts, wer ich Hat er das Handy jetzt auf den Boden geschmissen, Digga? Ich dreh doch durch, Bruder. nicht. Ja, oder? Oder? Hat er doch abgestoppt? Ich weiß es nicht, Digga. Ey, ich habe das Handy tatsächlich nicht auf den Boden geworfen. Toro, schenk mir doch dieses Handy einfach, ja. Dann doch nichts, wer Ich habe nicht das Handy, aber ich kann dir schenken eine Fisherman's Friends Box mit ganz vielen Fisherman's Friends drin. ich bin, kennst du nicht. Kennst du nicht. Ja, komm, gib mir noch. Ja, dieser Spot, wo wir hier gefilmt haben, das war auch so ein geiler Spot, weil das hatte so Gegenlichter und ich finde, das sieht einfach allgemein im Musikvideo richtig geil aus dort. Ey, aber wo ist das? Ich kenne mich leider. Das ist in Wien. Das hier hinten, ich weiß nicht, wie das heißt, das ist die Stadtbibliothek oder die Unibibliothek in Wien. Hier rechts ist Zwiedemü oder Zwiedemut zwischen den Museen. Maria Hilfer, hier erster Bezirk. Nicht aus, diese Erdkundeunterricht geschwänzt. Wahrscheinlich irgendwo in der Schweiz, oder? Kennst du nicht. Ja, komm, gib mir noch ein Bier. Ja, Oder Österreich? Keine Ahnung, woher der kommt. danke, Digga. Kennst du nicht. Lege mich ins Hä? Guck mal, hier steht. Ah, okay, hier steht auch Österreich. Hä? Österreich, Schweiz, keine Ahnung woher. Bett, wie eine Raupe rein, ohne Decke ist es kalt, aber mit Checkt man das im Musikvideo, dass die Story so ein bisschen ist, ich bin hier, sie ist dort, dann fährt sie Auto und am Schluss mietet man sich. Versteht man das, Chat, oder bin ich dumm? ist es zu heiß, immerhin bist du jetzt nicht neben mir, dreh Gedanken in meinen Kopf und ich falle wieder tief. Will nicht mehr bei dir sein, will lieber alleine. Versteht man? Okay, geil. Geile Aufnahmen und geile Passage wieder von der Dame. Wunderschön. Ey, wir haben das ganze Video in einem Abend gedreht, von Hand geshootet. Der Manager von Hannah hat das gefilmt. Finde ich voll geil. Ich finde, das Video sieht actually weird flex, voll professionell aus für das, was es eigentlich ist, weil es ist eigentlich gar nicht so professionell gefilmt. Stimme, wirklich. Gefällt mir auf jeden Fall. Sein, trink wieder Lieder, Sprite to forget you. Geh mit den Brüdern heim, die Schwestern auch dabei. Will nicht mehr traurig sein, So I forget you. Ich kann, guck mal, das habe ich. Ey, war das nicht bei Flipflops genauso? Ich konnte Ja. genau so hier zum Ende hin vom Song die Hook schon. Ja, ne, das ist natürlich, ne, da haben wir halt eine gute Melodie erfunden. Das ist so ein gute Anzeichen. Ne, die Melodie ist von Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down. Ja, von dort. Das ist so ein, der geht ins Ohr einfach und das ist halt geil. So eine Musik liebe ich und deswegen nochmal dicke Props an dich, Adi, To. Ja, wirklich Küsse gehen raus, Digga, what the fuck. Weil er reagiert halt wirklich, es ist nicht so big, aber er reagiert viel auf andere Peeps, so echte Musik halt. Und finde ich voll krass, wenn so Leute sagen, dass die Musik actually nicht Trash ist, weil, keine Ahnung, bin ja nicht jetzt ein Musiker oder so. Und Hans, Deshalb vielen Dank, ich küsse dein Herz. falls du hier Hans bist. Weiß ich, Falls du hier Hans bist, Digga. Er hat keinen Plan, wer Hans ist. Das hier ist Hans. vielleicht ist es. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Nicht mehr bei dir sein, will lieber alleine sein. Trink wieder Lieder, Sprite. Oh, die machen so einen Tanz. Will nicht mehr bei dir sein, will lieber alleine sein. Aber diese Pose hier im Tanz, ne, das ist die saddeste Pose, die es gibt auf dieser ganzen Welt. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? So, wenn man sad ist, so, will nicht mehr bei dir sein, will lieber alleine sein. Wir haben das so choreografiert mit unserem Choreografenteam und das ist einfach eine sad Pose. Trink wieder Lieder, Sprite to forget you. Geh mit den Brüdern heim, die Schwestern auch dabei. Will nicht mehr traurig sein, Ja. so I forget you. Okay, Illuminati-Dreieck fühle ich jetzt nicht. Nee, das ist nicht Illuminati, das ist die Merkel-Pose, Digga. Eine sein, lila Sprite, forget you. Sagt der lila Sprite? Nee, Apfelsaft. Oh, nee, Digga. Adi, was hast du denn für ein... Oh, Bruder, No Not November kickt gerade anders rein. Digga, geiles Video, Küsse gehen raus. Guckt bei ihm vorbei. Bitte streamt den Song nicht.
nirgends. Ist ein absoluter Rotzsong. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf dem besten Zweikanal von Österreich, Deutschland und der Schweiz. Tschüss. My heart went